Viele von denen, die mit angingen, hielten ernstlich diese Prophezeiungen zu. Und viele Theologen worden sie an, dass 2 von diesen uppenbarenden Lied doodgemerkt worden wären. Und ihre Körpers worden so vernichtet, dass nicht einmal dort Freundschaft antanen können. Wo bleibt nu das Wort vom Herrn, dass die Verfolgung sollen einhaben? Aber ohne die falsche Prophezeiung versammelten sich tausende Menschen in Münster, der reiche Hauptstadt von den Bischofs von Westfalen, wo diese fanatischen Menschen all die Macht gekriegt haben. Einige von denen wären vor der Verfolgung ausgekläft, andere haben die Prophezeiungen geglaubt. Aber manch an wären noch nicht wenig, was gekommen wären, einfach Heilgedacht zu holen, die du an der unsichere Zeit sich recht merken wollen. Warum glaubten die Menschen am 16. Jahrhundert so eine fanatische Prophezeiungen? Und warum vertrauen die Menschen vom 21. Jahrhundert ab allerhand Dinge, was du einfach gesagt worden sind, und tragen darauf sogar an? Warum dürft ihr doch von den Menschen, die vom Jäs geschlagen ab den Boden fallen und sich durch von ein helliges Lachen krallen? Sind die Menschen in unserer Zeit weiser geworden? Kommen sie dort Gebot von Johannes nu, der jetzt dazu unterscheiden, als die von Gott sind? Sicher nicht. Die Menschen sind dieselbe geblieben. Und der religiöse Fanatismus von einigen charismatischen Gruppen ist so weit ab von das biblische Christentum als die Chiliasten von der Däuper. Aber wo schlecht kam wie die Geschichte von wie meinen, dass der Jäs von den charismatischen Extrem mo erst an den 1000 Jahren von den 4. Jahrhundert ist abgekommen. Dort wird für uns nu als was nie erscheint, als all für uns gewesen. Mit Trühe und Trunen schickt Jesus über dort alle. Hielt, als den Fanatismus von den Chiliasten am 16. Jahrhundert durchkicken hat, und seine Augen sind auch voll Trunen wie den Charismaten vom 21. Jahrhundert. Das schreckliche Werk von Münster entwickelt sich nur noch aus den Gedanken über die Wahrheit. Dort wie ein Verfallen von einer schwachen Regierung. Die Macht übernehmen, die Vernichtung von den Barbaren, Jubel über den Sieg und dann noch Terror, Angst und schließlich Racheifen durch eine Staatsmilitär, mit der sie strufen wollen. Am 23. Januar 1534 wurden in Münster Wahlen durchgeführt an den Staatsrat und die fanatische Leute kriegen die meisten Stimmen. Als Bürgermeister wählten sie einen von ihren Propheten, Bernhard Knipperdoeling, und am 27. Februar nahmen sie die Stadt vollständig an. An diese Tag kam John Mathieson in Münster an. Und an einer Nachversammlung, die an einen reingemerkten Pirzstall von den Bürgermeister aufgeholt ward, kam die Prophezeiung. Ein Jäs schmied John Mathieson ab dem Boden. Ungefähr eine halbe Stunde teilt er so, als wenn er den Krampf hat, und dann schrie er laut. Wird sieht mit Eiser seine Kinder. Der Aufschrift gehört Jakob seine Kinder. Rüht hier mit der Gottlose. Dort war ein Raub für den Kampf, von der wird sich durch abreden. Von den 27. Februar wieder fangen sie an, die Stadt rein zu merken. Die bedieselte und dumm gewordene Herd, die von der Prophezeiung abgerecht wird, fangen an, all die Städte, wo Gottesdienst wird, zu vernichten. Die Kleister wurden in wenigen Stunden alle vernichtet, die Gestalten in heilige Bilder wurden 2 geschlagen in Verbrechen, Bilder wurden verschnitten, die berühmte Beker von Brüder von Langey wurden 4 geschmeten, Familienflaggen, Stromfenstern, Orgel, Diere, Turmglocken, alles wird vernichtet. Knipperdoeling befahl sogar, die Hügelspitzen von den Turms aufzuschlagen, weil dort Hügel wird durchgeschlagen worden. Die Menschen wussten schier nicht, was sie deuten. Dort wie eine Zeit, wo sie wild aufregnen deuten, für dort hunderte Jahre lange Unterdrückung.
Am nächsten Tag waren sie nicht da, in Angst, weil sie wussten, dass Rach even nicht wird utblieben. Und wo sollen sie sich beschützen? Knipperduling, der Bürgermeister, sagt, wer sich nicht däupen lässt, der soll aus der Stadt verdreven worden. So fängt dort an, dass sie die Arene rüt trieben deuten. Eine Sei bericht, dass die Sonne blutrot abging, und daarna kam ein kalter Nordwind mit Schnee. Matthiessen roep vom Rothuis, je Andleufje bekeert jünd, sogar die Tür als Dahl, über jene unverschämte Wolken. Dem Herrn sein Schwert flecht über jene Kap. Wer sich nicht bekehrt, dem wird Gott bestrafen. Viele Leute sich däupen, andere waren vielleicht in der Stadt, aber sie werden bei der Port gesagt, zum seinen als sie wat wertvolles haben. Wenn du wat gefangen ward, dann mussten sie dort 3 looten. Mütter mit Schlag bekleidete Kinder, Jungs mit ihren Eltern, gingen unentfaltig durch den Schnee. Ab dort andere eng von der Stab, ward die wat durch Wachranen deuten von den Landknechts, von den Erzbischof Franz von Waldeck, abgefangen in Unbarmherzigkeit als Erlehrer doodgemerkt. Mensen mögen sich reut zum Verteidigen und die Propheten führten ein neues Lebensstil an die heilige Gemeinde an. Alkohol zu trinken wird sehr streng verboten. Und alle mussten an die Militärmacht arbeiten, sogar früher sind Kinder. Der Dom war zu ein Munitionslager umgeändert. Matthiessen predigt nu gute Gemeinschaft und erklärt, dass der himmlische Vater will, dass die Christen alles taub haben und dass es nur wird gebraucht worden, als es fehlt. Da werden 7 Diakonen gewählt, um was nötig wird zu verteilen. Als ein Schmieder will was durch jeden sein, als seine Sachen fortgenommen werden, dann stürgt Matthiessen sein Maße am Holz und dann schlappt ab den Hof und stellt durch ab, die anderen alle anschreien. Die Hüstjähren sollen Tag und Nacht abbleiben. All die anderen Bücher, Bücher der Bibel werden alle vernichtet. Aber Matthiessen sind regieren wie Mokart. Als ein fanatischer Mann, der sich sicher wird, dass der Geist so gemerkt hat, dass nicht unterschieden ging, krieg am ersten Helgetag Austrin, den 4. April 1534, ein Anwesen. Dort passiert, während sie Helgetag hielten und sich alle Herrn Frieden. Matthiessen, der auf einen hohen Platz saß, ward plötzlich von den Wahrsager Geist angegriffen, und ward bloß, so dass noch einen Toten sah. Sie waren alle still, und die Musik ward still. Bloß ein aller Gitarrespieler trug seinen Bauen und verstand nicht, was daran passieren soll. Als Matthiessen war zurückkam, hob seine Augen ab zum Himmel und bet. O geliebter Vater, nicht so als ich will, aber so als du warst. Und dann stand ab, gab jeden einen heiligen Kuss, und ohne dass was erklärt, ging mit seiner jungen Frau weg. Am nächsten Morgen machte bekannt, dass aus der Nähe Gideon der Abgabe gekriegt hat, den Feind zu schlagen und die Stadt frei zu machen. Nahm ein langes Schwert, und dann ging mit 12 Liefwerk taub durch die Port von der Stadt, so als wenn eine ganze Herde herankam. Die Port ward zugeschlossen, und all die Anwohner von der Stadt versammelten sich ab dem Meer von der Stadt. Anklappt das Hort, als sie dem Prophet sagen, während sie nur ein Wunder von Gott lürden. Dort wie ein stiller Tag am April. Die Feit trägten an den abgewegten Boden an, die such nur dass sich dort eng von der Stab, als von der Fien umringt ward. Dort schwert blinkert, und von dem Meer kam ein lüdet Geschrei, und ehe das Geschrei ausgeschollt hat, ward der höhere, staatliche, schwarzbärtige Prophet und seine Liefwerk an Steiger geschnitten. Matthiessen sein Kopf ward von den Landknechts ab einen hohen Stock übergeregt nur die Stadt.
Die Anwohner von Münster kriegen eine schreckliche Angst. Von Wort für ein Jähes ward Matthäusen gelehrt, kam diese Prophezie von Gott, fehlte nur noch irgendwo, sich von der Unschmiererie von den Chiliasmus zu evakuieren, aber das Schreckliche hat noch mal bloß angefangen, nur atel gedauert kein wahrer Rüh, wills noch eine neue Prophezeiung ausgesprochen ward, durch einen Prophet, der nicht leer stund aus Matthäusen deit. Jan Wukelson von Leiden, wir auch Johann von Leiden genannt, dort als zum Staunen, wo schwören die Menschen die Lehre von der Prophezie Vertrauen schenken, und wo wenig Gottes Wort gelebt wird. Aber wie dort bloß am Mittelalter so ist dort, sind die Menschen am 3. Jahrtausend anders, glauben sie nicht gut so leicht, jeder Ansehen getreten und jeder Geruch an der Welt passt, und sind zur selben Zeit auch so hart an ihre Horten und vertrauen die Bibel nicht? Johann von Leiden war einen echten König von Münster. Ab den Marktplatz von der Stadt ward er nur dort anwesend von Johann 1000 Jahre zum König gesalbt. Ab David sein Thron, solange bei sein Königsthron von Gott den Führer wird gefordert worden. Du wurden 12 Älteste schon gesagt und dazu noch viel andere Ämter. Der König selbst trug sich stramme Kleider an mit einer goldenen Kette und der ein Erdkugel mit 2 schwarz durchgestochen hang. In einer Schrift wurde gesagt, König von der Gerechtigkeit, einer über der alle. Er trug ein Schwert, eine goldene Tasche, ab die Fingers goldene Ring. Sogar die Sporen von der Pferd vom König wären von Gold. Der herrliche Apollos wird mit deiner bestellt, und so ist ein echter König David, reicht Johann von Leiden, auch einen frühes Ruhm an. Er selbst und eigentlich auch die ganze Stadt stund unter der Macht vom Verführer, der am Anfang der Gestalt von einem Engel annahm, aber der all nur wenige Monate sein wahrhaftes Gesicht offenbart. Einer könnte begeisterte Anerkennung von einem König von der ganzen Stadt in ihren vollen Gehorsam jeden Arm mal bloß mit einer geistlichen Unschmiererie erklären.